Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. Und ich bin Yves Jachneritz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Wir wollen nach Hand weisen, wie es heute zu machen an Schulend auf Shabbos. Einmal gehabt an MSC jüdischen Schulend. Ja. Und geschlafen nach dem Schulend. Und das ist etwas, was man macht am ganzen Shabbos. Man hebt es so ein Erev Shabbos und sie steht in Oven auf einer stillen Feuer die ganze Nacht. Und wenn man schmeckt sich auf in der Früh, schmeckt das so gut. Und danach, wenn man kommt zurück von Schiel, kann man damit dann nur haben, finde ich. Das Mal wollen wir machen ein vegetarisches Schulend. Es wird sein Parve. Können das essen? Ihr könnt es essen mit der fleischigen Mahlzeit oder mit der milchigen Mahlzeit. Das lassen wir anheben. Geht. Ich habe zerschnitten 6 Zibelis. Das ist eine 4 Tepplich Zibelis. Und 6 mittlere Merlech. Das ist eine 1 Pfund Merlech. Das ist eine 2 Pfund Zibelis. Und das ist eine Zellerie. Das ist eine 1 Pfund Zellerie. Das ist eine Wurzel von Zellerie und das ist, was wir heute jetzt in der Alter haben. Wenn man lernt Zellerie in jüdischen Dokumenten, heißt es das Wurzel. Zellerie. Ja. Als jetzt kann ich finden kann, Zellerie ist nicht 6-7 Stängel Zellerie. Es geht. Schäle es ab mit einem Messer. Die Schale ist sehr dicht. Ist der Fall jetzt mit einem Abschäler? Das fällt gewesen als schwarze Arbeit. Es schmeckt sehr stark. Es ist wie eine Essenz von Sellerie. Ich kann das zerhacken auf kleine Stückchen, aber das Mal will ich das noch zerschneiden auf Stücke und zerhacken in einem Speismaschine. Ja, sag mal, wenn du bist bereit. Schön. Ihr wilt es ziehen, ihr wilt es pulsieren. Nicht, dass es werden zieht ihr zum Mund. Okay? Schön. Ich meine, das ist gut. Ja. Ja, die Stückchen sind wie Perlgräupen und wir wollen sie geben Perlgräupen euch Dann zum nehmen wir die Schön. Schüssel dort an. Also schmeckt so gut jetzt mit dem Simon. Und ihr darf das nicht auswaschen. Ihr könnt das Wasser nutzen jetzt für den Mehlach. Pulsiert noch einmal. Noch 2, 3 Putzelach. Die Mehlach sind ein bisschen harter. Ja, Stefan nimmt es länger. Aber wir machen jetzt Platz für den Mehlach. Ort hat jetzt alle Ingredienten für das Schulend. Mehlach, Sellerie, zerschnittene Zibelis, 18 Zehntel Knoblauch, 9 zerschnitten, 9 ganze abgeschälte, Kartoffel, Kochkartoffel, das heißt Kartoffel mit der Dienenhäut. Ja. In der Hauptingredient die Bebelech. Ja, geht ein Kick. Zuckerbebelech, die große weiße Fasolies, Reutebebelech, weiße Bebelech, in Perlgräupengersten. Ist die Sachen haben sich geweckt eine ganze Nacht. Habe es sie gestellt, sind wir sehr auf der Nacht. Und jetzt ist es schon great zu gehen. Sie können sagen, viele 18 Schuhe. Sie macht nicht aus. Sie wird ein bisschen größer, was länger die Hals ist dort. Es kocht sich besser und es ist gesünder und es ist eine Sache geringer zu verdauern. Ja. Aber lassen wir sie gehen zum Oven. In einer großen Patelnie gibt sie ein halb Teppel Musselinebäumel. Warmt es an und prägel ab die zerschnittene Zibelis. Sie singen.
Jetzt als die Zwiebeln werden schon ein bisschen weich und ein bisschen durchsichtig, gibt sie Knoblauch, sei die ganze Stängel Knoblauch, zerschnittene Knoblauch mit ein bisschen Salz. Und eine Sache süße Paprika, an 2 Löffel Paprika. Das gibt sie einen jüdischen Tam. Es wird sein Geschmacker wie ein fleischiger Schulend. Leute, enker Geschmack könnt es euch zu geben heiße Paprika, das heißt scharfe Paprika und wenn es gust geräucherte Paprika euch. Und jetzt die Merlach und Sellerie. Mach kleiner dem Feuer und los prägeln 10-15 Minuten. Bevor Eve prägelt die Zwiebeln, will ich euch weisen, wie ihr zu machen ein Kegel, was geht rein in den Schuhen die ganze Nacht. Es nimmt eine große Zwiebel oder 2 kleine und geschälte in kleine Stückchen. Wir gehen es zum Malen. Okay. Es nimmt euch die Zwiebeln in eine Schüssel. Und jetzt wird ihr zerraben die Kartoffel. Ihr könnt jetzt eine Riebasen, ich nutze meine Spaßmaschine. Ich habe sie gemacht, das ist eine große Kartoffel oder 2 kleine, zerschnitten nach der Hälfte. Jetzt sie die Kartoffel zu den Zwiebeln. Ein Ei. Ein Viertel Teppelbäumel. Ein Löffel Salz. Geht es schon zu mischen. Ihr wollt, dass die Kartoffel und die Zwiebeln so sein gut ausgemischt. Und zum Sof geht ihr daran ein halb Teppel Matzemehl und ein halb Teppel gewöhnliche Mehl. Das wird werden ein Teig, was wir werden noch heranlegen, wie Kischkis heran in Schund. Und es wird unnehmen den Tam von dem Schund. Aber seht, es ist alles gut ausgemischt, es soll nicht sagen mehr, man soll nicht kennen sehen, kein Mehl oder Matzemehl. Jetzt ist es schon gut. Jetzt siebt durch die Bäderle. Und legt sie in einen Topf und gibt sie Frischwasser. Man verliert ja ein bisschen Vitaminen, aber es lohnt sich.
weil sie wollen sich verdeihen eine Sache besser. Und die Perlgräupen. Die Gräupen kann man einweichen, ob man will, aber man darf nicht. Und ich will zugeben Fischwasser. Und wir wollen sie anheben, kochen, zu bisschen. Oder man legt sie rein in einem Cholent. Zu lieb dem, was es soll sein, schon ein bisschen gekocht für Schabbos. Gibt sie genug Wasser? Soll es gut sie decken mit noch 1,5 Zoll von oben. Schön. Und gibt sie euch Salz, ein Löffel Salz. Es hat schon gelernt in sämtlichen Kochbüchern, als man tarnischt, sie geben Salz zu bebelig, bis sie kochen sich schon ein paar Stunden, aber das ist ein nächtiger Tug. Es ist ein Sachgeschmackerin Gesinnter, es soll sie geben Salz für Unheil, wenn nicht, wird es später dürfen sie geben zu viel Salz und es wird keinmal nicht haben als ein vollen reichen Tam. Stell den Topf mit der Bebelig auf ein hohen Feuer, es soll sich stark kochen und wenn es kocht sich stark, mach ein bisschen kleiner dem Feuer, entdeck es zieh und lass kochen, bis es wird gerät, einzustellen in Oven mit dem Cholent. Jetzt mischt zu neu alle Ingredienten für den Cholent. Die Grinsen, Sellerie, Zibelis, Merin und Knoblauch mit Paprika. Und die schön halb gekochte Bebelech mit Gerstenlech. Mit dem ganzen Wasser? Mit dem ganzen Wasser. Und gibt sie 10 ganze Pfefferlech. Nicht zu mollene, weil sie wollen sich lang und paar Milch abkochen, wollen sie zugeben sehr schön haben und werden sehr weich. Ich will euch zugeben Eier und ganze Kartoffel. Und der Kegel. Ein Cholent und ein Kegel ist wie ein Vogel und ein Fliegel. Ja. Und auch so, wie man macht den Kegel. Die wird machen die Hände nass, was sie ist klebrig. Und macht etliche Schlangen. Sehr pushet, also ja. Lang. Ein bisschen da. Und legt es heran, sehr paar Folie. Noch eins. Das wird ansappen dem Tam von dem Cholent und wird allein sein sehr, sehr Geschmack. Und ihr wollt begießen dem Kegel mit dem Saft von dem Cholent. Und jetzt ist es gerät, heranzustellen in den Ofen. Jetzt dort, als alle Ingredienten sind schön zu neu gemischt in Cholent, die Kegel, Eier, Kartoffel, lassen wir ihn reinstellen in den Ofen. Und jetzt zudecken. Warm tun den Ofen auf 250 Grad. Und schön. Bevor der Cholent backt sich in den Ofen, haben wir schon ein Cholent, was wir im Ziegegrät nächten. Und es hat gekocht die ganze Nacht. Jetzt lassen wir es rausnehmen und lassen wir es versichern. Die Bachtung ist sehr schwer. Wow!
Oh. Und schmeckt das euch gut? Ich fühle ohne Fleisch. Geht es? Lass mich nehmen ein bisschen. Lass mich versichern, ja. Ja. Und wir können, du willst ein Stück Ei auch? Was nicht? Das ist ein bisschen von Kegel. Nou, het liefst mit der Babbler in ein Ei. Bei dir? Schwer. Und wir hoffen, als ihr wird auch das Briefen, in der Wahl, es gesinnte Heid. Guten Schabbat. Schabbat.